Ich bin Serge Fischer, responsable vom Institut Vitivinicole, Weber-Institut, hier zu Rhenisch. Wir sind ein bisschen ein Dienstleistungszentrum für die Winzer, für die Lützeburger Mosel. Wir kümmern uns um eine Reihe von Arbeiten. Der erste ist, die Winzer zu unterstützen am Wingert. Da haben wir Versuchswingert mit neuen Sorten, pilzfeste Sorten, aber auch andere Sachen probieren wir. Dann haben wir ein Labor, wo wir die Weine analysieren für die Winzer. Und dann haben wir auch den DAOP Moselle Luxembourgeoise am Haus, wo dann die Weine von Lützeburger Winzer geschmeckt, die noch die Creme haben, wodurch assuriert wird, dass wirklich nicht mehr gut Lützeburger Weine und Creme auf den Markt kommen. Wir haben noch ein paar so Spezialitäten, zum Beispiel den Sträfwein, den wir auch bei uns. Wir holen die Gewürztraminer und die bleiben 2 Monate auf den Strehen Matte leihen, sie riechen. Und dadurch gibt es eine Konzentration, so wie Rosinen. Das gibt natürlich einen ganz süßen Wein mit relativ viel Alkohol und auch ganz aromatisch. Ein ganz aktuelles Thema, auch wichtiges Thema im Kader vom Klimawandel sind die neuen Sorten, die Robustsorten, Pilztoleranzsorten, wo wir dann die mal probieren, wie diese Schei entwickeln bei unserem Klima und auch bei unserem Boden und dann dementsprechend durch Rekommendationen rausgehen und Winzer. Die sogenannten Piwis. Piwis steht in dem Fall für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Wir hier am Weinbauinstitut haben auch diese sogenannten Piwis im Anbau und mittlerweile mit 20 Sorten ein relativ großes Spektrum bereits hier angepflanzt. Durch diese pilzwiderstandsfähigen Kreuzungen kommen halt eben diese Rebsorten besser mit Pilzkrankheiten und Schädigungen zurecht. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil für die Zukunft hier im Luxemburger Weinbau. Aktuell befinden wir uns in der Traubenlese, also relativ spannende, heiße Phase im Moment. Und jetzt gehen wir draußen im Moment noch hin und bevor die Lese wirklich stattfindet, bonitieren wir die Reben noch einmal auf Pilzbefall, wo wir dann ein gewisses Schema durchlaufen, um die Reben zu analysieren. Später dann, wenn es dann in dem Keller soweit ist, werden auch die Piwis sortenrein ausgebaut. Und da ist es jetzt sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt und worauf der Fokus liegen wird. Die neuen Sorten haben schon definitiv von der Qualität her Potenzial. Wie noch, du musst mitspielen als der Klient, weil wir haben Sorten, die nicht dem Sortenverkehr gehen, wie zum Beispiel der Pinot Gris. Du hast natürlich schwer, die neuen Sorten in einer nehmen, wo aber großes Potenzial definitiv ist, also an Cuvées, auch am Crème, wo ja normalerweise auch kein Sort für draufsteht. Wo aber natürlich auch Qualität gesichtet wird, die Sorten auch holen.